Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Pelzig. Jetzt bin ich ja wieder aus Israel zurück und habe tatsächlich die Video am ersten Spieltag jetzt wieder aufgenommen. Also ich bin direkt aus Israel zurück und bin morgens angekommen, habe im Flugzeug ein bisschen geschlafen, die Nacht vorher durchgemacht, also der ganze Tag von 6 Uhr morgens eigentlich. Ich war fast 24 Stunden auf der Bär. Und ja, ein paar Stunden geschlafen und jetzt bin ich wieder da und mache hier meine Let's Plays weiter, damit ich auf jeden Fall wieder Puffer habe, weil am Freitag ist wieder Lab für die Woche. Das heißt, ich werde am Freitag auch wieder veröffentlichen, am Samstag dann nicht, aber dafür am Sonntag die Samstagssitzungen nachholen. Jo, und dafür muss ich jetzt aufnehmen. Israel, wie das war. Genau so war Israel. Genau so, wie der Düsterschrecken das gerade so eloquent gesagt hat. Oh je. Und an der Stelle wirklich nochmal ein riesen Gruß an die ganze Crew. Ihr wart großartig. Wie es genau war, werde ich nochmal in einem speziellen Video erklären. Und so, jetzt machen wir mal einen Mumien-Kill, Mummy-Kill. 36 Schadenspunkte, schwer verletzt schon mal, das ist nicht verkehrt. Okay, ihr rüstet euch jetzt bitte mit eurer Fernkampfwaffe aus. So, und du, Abdel Adrian, gehst zurück. Und jetzt Abteilung Attacke. Meine Waffe taugt nichts. Ja, das ist auch klar, Vikonia. Die Mumien sind auch etwas stärker als so ein Scheiß. Alter, die sind so immens hassenswert, diese Düsterschrecken. Anomen machen fertig. Corgi, du schnappst statt des Vieh. Du wirst immer gut bezahlt, mein Freund. Und du hier. Und was darf es jetzt sein? Und du, Moment, wo ist denn die Schwerverletzte? Du versuchst hier mal... Nee, das ist nicht so gut, bitte Zauber. Nee, du machst weiter hier im Fernkampf die Mumie fertig. So. Ich will meinen Zauberer ungern an vorderster Front jagen. Okay, die blockieren sich hier schön. Ich warte. Und Anomen steht einfach noch dumm in der Gegend rum. Na gut, dann alle auf Anna. So. Ist wohl sinnvoller, wenn... Okay, Annie ist schon tot. Also diese Mumiengeräusche sind auch schon ziemlich ranzig, muss ich sagen. Ja, deinen Zorn sollen sie spüren. Ob das noch was wird in dem Leben. Okay, Eder, bevor du zu viel Munition verschwendest. Muss immer sein, mein Lieber. Okay, sammle den Scheiß noch auf. 2 Goldringe hätten sie bei sich gehabt. Okay, scheiße. Der war voll, der Behälter. Okay, neu formiere. Gruppe formiert euch. Und wir schicken unseren Meuchler wieder vor. Natürlich wirst du das, das ist dein Job. Und was haben wir da? Du ist ein Zombsen und du sind wieder meine Freunde, mein Lieber, inklusive 3 Mumien. Oh Mann. Scheiße, das war nicht gut, das war nicht mal ein hinterhältiger Angriff. Also diese Lache. Was ist das? Was ist das? Lebt hier? Ich muss es dem Bürgermeister sagen. Okay, also wenn Zombies sowas schon sagen, ist sehr vertrauenserweckend. Zeigt die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. Ja, toll. Ich finde es eher etwas gruselig gerade, wie man die Stapfgeräusche von den Düsterschrecken, von den Gule hört. Gut, dann haben wir schon mal gelegt. Das ist gut. Nix doch für den Orden. Okay, alle auf die Düsterschrecken würde ich sagen. Das ist ein schönerer Kampfruf. Sehr schön. Jetzt haben wir diese ekelhafte Geräusche weg. Ich hab schon wegen weniger getötet. Und jetzt alle auf Ich stehe den. euch zu Diensten. Warte mal, du... Meister, was darf ich jetzt für euch tun? Ach, Edwin, du ekelhafter Scharf führt Zyniker. meine Hand. So, was haben wir dann da noch? Soul-sengende Kugel. Probieren wir doch mal auf. Okay. Ich mag es jetzt einfach mal ausprobieren. Jetzt hat sie das Ding als Wurf geschossen. Das heißt, jetzt muss er einen Treffer beim Wurf hinkriegen, damit das Ding überhaupt trifft. Und können wir hier mal testen, wie gut das Ding ist. Haut drauf. Okay, Vicky hat getroffen und hat 35. Ach du Scheiße, 47 Schade gemacht. Ja, leck mich am Arsch. Das Ding ist nicht schlecht.
Okay, also gerade gegenüber Untote ist es ziemlich gut. Den hat es auf jeden Fall zerlegt. So, Corgi, mach ein bisschen mehr Platz. So, machen wir ein bisschen mehr Platz. Was zu tun ist. Okay, wunderbar. Das Problem ist immer bei diesen, bei den frühen Spielen, dass die KI ziemlich doof ist. Das heißt, die stehen sich sehr häufig selber im Weg, die Leute. Und das macht dann Schlachtordnungen teilweise. Genau das macht's. Das macht Schlachtenordnungen teilweise. Also, ne, das war die Botschaft schon richtig erfasst. Und das ist ein stinknormaler Zombie. Das ist ein Herausforderungsgrad von 1, glaube ich. Der dürfte eigentlich... Oh Gott, das ist sogar ein etwas stärkerer Zombie, wenn der immun ist gegen normale Geschosse. Okay, nicht schlecht. Gut, Corgi, schnappt da mal die vorne. Oh, jetzt ist ein Ghoul-Fürst sogar dabei. Die sind etwas stärker, die Knaber. Alter, diese Lache, die ist so ekelhaft. Okay, was sind sie dann dabei, die Zombies? Ein stinknormaler Langboge und Goldmünze. Und alter Falter, also die Herre Studentio, die feine Herre hier, die scheinen wohl hier in Goldringe zu schwelgen. Sagt mir, was zu Okay, tun ist. gucken wir uns mal an, was es hier noch gibt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es da hinten was ganz, ganz Tolles gibt. Ups. Da ist noch ein stinknormaler Zombie und ein Kriegerskelett. Das heißt, erstmal Rückzug, meine Freunde der Nacht. Und dann Angriff auf die hier. Oh, Vicky, du kannst da in den Nahkampf, inklusive Anomen. Abdel Adrian versuche ich mal zu verstecken. Das hat dann geklappt. Dann geh mal in den Modus. Und zerfetz mal den Zombie. Sehr schön. 106 Schadenspunkte, Alter. Und das scheint wohl der Bäuermeister zu sein, der Teschal. Warum mischt ihr euch unter uns? Ich bitte euch zu gehen. Der Duft von Essen macht uns wild. Okay, sag mal doch mal zuerst, wer du bist und was das für ein Auto ist. Ich bin der Bäuermeister von der Stadt. Teschal ist mein Name. Wir haben so aufgebaut. Wir versuchen uns gut zu führen. Versuchen zivilisiert zu leben. Naja, indem man sich von Leiche ernährt und so, zivilisiert, ein Haufen Ghouls oder Ghule. Ich denke, ich werde euch jetzt alle töten und eure kleine Wahnvorstellung beenden. Natürlich. Fressen. Wir müssen fressen. Okay. Um den Bäuermeister kümmere ich mich persönlich. Abwarte zu, wenn man hier wackelt. Dann kann ich nämlich schön von hinten attackieren. Und mit 61 Schade ist der fertig gemacht und 1050 Schadenspunkte, Erfahrungspunkte. Schon nicht verkehrt, die Erfahrungspunkte. So, sehr schön. Das können wir doch bestimmt sofort identifizieren, oder Eder? Jawohl, der kann sofort identifizieren. Sehr gut. Und das ist noch was ganz, ganz Schickes. Mist. Kann's vielleicht der Edwin? Nee, der kann es auch nicht. Scheiße, das ist so unpraktisch, wenn der entsprechende Typ, der eigentlich für die Zauber zuständig ist, den Zauber nicht einsetzen kann, um den es eigentlich geht. Ah, Mann. Weil das ist eigentlich ein echt sehr, sehr wichtiger Zauber und wenn der nicht ausgeführt werden kann, ist man schon relativ limitiert, muss man sagen. Okay, jetzt alle nochmal auf diesen ekligen Ghoul-Fürst. Alter, ich höre diesen Sound so immens laut auf meinem Kopfhörer. Das ist so abartig. Okay, aber das ist nichts ganz Besonderes. Aber es ist schon ein nettes Gimmick, was der Bürgermeister, der Bäuermeister uns so gegeben hat. Oh, was ist denn das? Schattenscheußer. Okay, die können nur Lähmer. Ist in Ordnung.
ist gecarved, soweit. Wir sind noch im Fernkampfmodus. Mir, was zu tun ist. Ich Okay, wir warte. sind noch im Fernkampfmodus, deswegen aller erstmal da drauf. Der Ede, okay, der hat noch, sehr gut. So, Corgi, du an erster Reihe. Ihr andere geht ein bisschen weiter zurück. Kommt schon, belästigt jemand anderen. So, ihr geht zurück und du gehst, ach, jetzt in den Nahkampf frei, Kerle, auf der nächste. Den Weg weisen. So, Sagt mir, was zu tun ist. alle Korkan-Unterstützer. Tür scharf. So, der heilt sich jetzt auch mal. Ich warte. Und jetzt alles haben wir auf dieser Schattenscheusal. Okay, Waffe Scharf taugt mit meiner nichts. Hand. Dann verwend doch einmal die bessere Kugeln, Vicky. Und du hast dein verbesserte. Okay, ist sehr schön. Allesamt aus Schattenscheusal. Das dürfte eh gleich kaputt sein. Jawohl. Und jetzt nochmal alle aufs Kriegerskelett. Die zischen nämlich ein bisschen mehr ab. Sehr gut, aber ich finde, wir halten uns schon wacker. Ich brauche Hilfe! Dali! Dali! Okay, Korkan zieht es ein bisschen anders, von wegen wir schlagen uns wacker. Okay, dann habe ich noch gesehen, Abdel Adrian braucht noch einer bis zur Vollzähligkeit. Ah, ich bin doch nicht so ein Fan davon, wenn man nur so 4 statt 5 Heiltränke hat. Ist gut bezahlt. Natürlich. So, das ist der Granat gibt Dohi. Der Ede guckt sich das mal kurz an und gibt es da wieder zurück. Die können wir nämlich später für Geld verkaufen. Ich glaube 150 Goldstücke oder so bringt so ein Ding. Aber Clayfi macht ja auch Mist. Dann wollte ich bei Abdel Adrian nochmal wegen der Pfeile. Genau, wegen der Pfeile reingucken. Und werde ihm jetzt nochmal die beißende Pfeile mit reinsetzen. Man kommt ja so selten dazu, so Zeug zu verwenden. So, dann sind die Meisterdiebstränke auch wieder beieinander. Wunderbar, Ich oder? hätte nicht gedacht, dass Sag diese mir, was Gruppe zu tun fähig ist. sein würde, das ist schon geschehen. Aber dennoch bin ich beeindruckt. Offensichtlich. Okay, Ich bin beschäftigt. hast du... Nee, du hast natürlich nicht. Na Ich gut, warte. dann machen wir das halt auf die althergebrachte Variante. Gehen wir hier nicht drauf, mach dieses ekelhafte Kotzevieh platt. Bin sie da Okay, eine 30 hat er nur. Und eine Kugel der Unverwundbarkeit. Sehr schön. So, jetzt wieder zurück. Korkan vor. Ich höre euch, die besten Anführer können Krieger vor. Erstmal alle auf die Düster schrecken. So. Das hat beim Düsterschrecke einfach nur den schlichten Effekt meinerseits, dass ich denn mit der lautesten, nervigsten Geräusche als erstes weghaben will. Weil die nerven einfach nur mit ihren Geräuschen, die Viecher, und besonders stark sind sie an. Das heißt, man hat die relativ fix down, die Biester. Ein Schädelspalter. Sehr schön. Normalerweise würde ich ja eher dazu tendieren, dass man immer die stärkste platt macht als erstes. Aber diese Düsterschrecken sind so unglaublich nervig. Weswegen das einfach sein muss. Okay. es denn sein? Sagt mir, Gut, was jetzt zu sammeln tun wir ist. nochmal ein, was der Ghoul bei sich hat. Übertragen. Der hat einen Blutsteinring bei sich. Sehr schön. Das kriegt nochmal Edwin, das Ding. Ah, das hat er sogar noch nicht gelernt. Sehr schön. Weil auf Stufe 6 könnte man dann durchaus gebrauchen, die Kugel der Unverwundbarkeit. Hat er aber noch nicht drauf, so Zauber. Okay. Dann ist hier was Feines. Und zwar... Hoppla, dann in die Optionen rein. Das hier. Die Dinger sind der Hammer. Ich gucke das mal, ob ich es jetzt gerade mal zu Edwin geben kann. Verzauberung des Berserkers. Okay, die kann er sich noch rein zwitschern. Do kann er nichts machen. Sache ist die, ich hoffe, dass das funktioniert. Warten wir mal. Ach, wenn sie nicht identifiziert sind. Guck mal gerade mal, ob das was bringt. Ah, nee, tatsächlich. Es dürfte das schon bringen. Ihr habt es vielleicht gesehen, bei der Geschicklichkeit war rot markiert. Das setzt nämlich die Geschicklichkeit von einem Charakter auf 18 hoch. Aber da ich ihn ja als Halbling so konzipiert habe, dass er sowieso einen Geschicklichkeitspunkt mehr hat, war das bei ihm Quatsch. Korgan als Krieger kann das auch gebrauchen wegen der Rüstungsklasse. Der hat aber Geschicklichkeit von 50, was gar nicht mehr so verkehrt ist. Anomen ist wiederum relativ blöd, was das angeht. Viconia ist hervorragend als Elfe natürlich, also sie ist ja Drow. Und Elfe haben das 8, dass die Geschicklichkeitsbonus kriegen. Und Edwin ist überall ein Vollidiot, außer bei Konsti und Intelligenz. Insofern, der braucht aber die Rüstungsklasse eigentlich nicht. Deswegen wollte ich gerade mal gucken, wie das ausschaut. Geben wir es doch gerade mal weiter an der gute Corgi. Der hätte dann -6. Das wäre natürlich echt nicht schlecht für den Krieger. Ach, -6. Dann würde ich sagen, das kriegt jetzt erstmal Korgan, weil der als Krieger braucht einfach die Rüstungsklasse.
Ich warte. So, und das ist das Schöne an Baldur's Gate, wie man einfach mit diesen geilen magischen Gegenstände hier schön pushen kann. Moment, da lag noch irgendwo so ein Müll auf dem Boden rum. Okay, Müll auf dem Boden entpuppt sich tatsächlich als Schleuderkugeln +2. Die kann Edwin schön hier reinpacken. Sehr gut. Okay, dann haben wir hier noch diverses Zeug, glaube ich. Ein Silberring, okay, der Gewitterbolze ist eigentlich Quatsch. Gewitterbolze sag ich persönlich übrigens auch zu ganz goldige Wesen, zum Beispiel so Katze oder so kleines Kind. So Baby, das sind für mich auch nicht Gewitterbolze, Quatsch, du sagt man Gewitterbutze dazu, nicht Bolze. So, und ich würde sagen, wir schlafen jetzt erstmal hier rund. Angenehm. Okay, jetzt kann ich nämlich auch das Dingens verwenden. Und Haut des Ghouls +4. Ein verschlagener Dieb namens Damien Einmesser versuchte immer die Vorteile seiner Feinde irgendwie zu seinen Gunsten einzusetzen, egal wie widrig die Umstände waren. Nach einem harten Kampf gegen etliche Ghule, bei dem 2 seiner Gefährten starben, beschloss er, seine Chancen für den nächsten derartigen Kampf zu verbessern. Und das ist auch so eklig, wie einfach der Gürtel aus 2 Fingern besteht. Er häutete eines der Wesen und brachte die Haut zu einem Rüstungsmacher der Halblinger, der besonders erfahren darin war, Leder zu verzaubern. Die fertige Rüstung schützt nicht nur gut vor normalen Angriffen, sondern bewahrt den Träger auch vor Lähmung. Eine Rüstung aus Ghoulhaut ist vielleicht nicht gerade heroisch, aber sehr praktisch. Besondere Fähigkeiten: Träger erhält +3 auf Rettungswürfe gegen Lähmung und Gift, das ist schon sehr praktisch, und Rüstungsklasse 4. Muss ich gerade mal gucken, das ist auch Rüstungsklasse 4, das Ding. Ansonsten, ja, die geht. Ansonsten, bei denen bringt das natürlich gar nichts. Die hat natürlich auch die wesentlich bessere Waffe, Rüstung. Aber hätte sie jetzt diese Stärke aufgepusht, hätte ich bei ihr überlegt, ihr die zu geben. Das ist dann Zeug, das werden wir einfach wieder verkaufen. Es ist halt geil, weil es eine +4 Rüstung ist. Und das Höchste, was man bei Baldur's Gate erreichen kann, ist +5. In Thron des Baal, in dem Add-on, was ich dann auch noch spielen werde, ist es Maximum der Gefühle +6, aber da sind ganz wenig ausgewählte Waffen dabei nur. Okay, jetzt würde ich sagen, wir machen hier nochmal einen Quick Save. Und jetzt Ich werde unbemerkt. Ich kümmere mich drum. wirst du unbemerkt zuschlagen, genau. Aber normalerweise so Guli +3 Standardwaffe ist schon ziemlich gut. Gruppe fähig sein würde, mich zu erfreuen. Das ist nicht Aber gut. dennoch bin ich beeindruckt. Habt ihr nicht Babbel nicht, Edwin, sondern schmeiß mal lieber so ein Feuerball rein. Okay, ein Ghoul hat's gekillt und eine Mumie hat's geschrottet. Der ist schwer verletzt, dem Tode nahe. Jawohl, das ist doch ziemlich geil. Igitt, Alter, diese Geräusche. Stirb. Es ist noch viel ekelhafter, wenn die überlagert wären, die Geräusche. Okay, Der Sieg wird unser sein, ihr wisst das. natürlich weiß ich das. Ich bin unter Gerechten. Ach du liebe Zeit. So sehr bist du. So fromm bist du, mein Lieber. Okay, dann allesamt auf die dem Tode nahe. Das ist ohne Wirkung. Ja, okay. Zu euren Deins bringt wirklich einen Ratterarsch. Dann gehen wir vor. So, Ein Schädelspalter. sehr schön. Dann können wir jetzt alle nochmal auf die. Was gibt's? Und Korkan unterstützt mal. Sagt mir, was Gut, das haben wir doch schön hingekriegt, ohne dass irgendjemand Schade erleidet. ich warte. Dann sammeln nochmal hier die Viecher ab. Ernte die Ghule ab, aber bitte ohne sie zu heute. 38 Goldstücke, das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Solider Preis mittlerweile als Loot. Und eine Koralle. Okay. So, den Teil vom Dimensionsreißer kann ich doch reinpacken. Und jetzt gehen wir hier rein. Ihr müsst eure Gruppe erst Sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Schon klar. Aber jetzt kommen wir aus dem schönen Ghoul-Town-Bereich raus Ich hoffe, das bringt und was. sind hier in einer Betrachterhöhle gelandet. Und ich fand die Dinger immer so ultra verstörend. Uah, das ist so ekelhaft. Selbst jetzt ekel ich mich immer noch so ein bisschen davor. Uah. So, Grad 5, du kannst da noch genug Zeug lernen. Ja, jetzt sind wir so Unmenge davor, aber es geht schon. Ah, okay, das hat er eh schon gelernt. In Thron des Baal ist halt das Geile, dass man dann, wenn man denkt, oh hoppla, das war jetzt nicht so clever. Wenn man denkt, okay, irgendwie, das sollte er jetzt eigentlich wieder
lieber nicht gelernt habe, kann man die Zauberacht tilgen. Das ist halt sehr geil. Okay, da war noch ein Amulett, was ich identifizieren kann. Halskette der Gestaltwahrung. Dydara von den Verwandelten war eine Hexe, die zu ziemlich heftigen Gefühlsausbrüchen neigte. Sie ahndete die geringste Beleidigung mit harten Strafen. Meist bedeutete das für das Opfer, dass es mehrere Wochen in der Gestalt eines Wildtiers zubringen musste. Auf diesem Weg schaffte sie sich natürlich zahlreiche Feinde. Es gibt Berichte darüber, dass sie einst gegen einen Magier namens Maxl kämpfte, der ebenfalls schon Opfer einer derartigen Verwandlung geworden war. Und Maxl war dann später der Erfinder des Mexels. Um sich an ihr zu rächen, hatte er das Amulett angefertigt und trug es bei der Auseinandersetzung. Leider konnte er die anderen, die ebenfalls bei dem Kampf anwesend waren, nicht ebenso schützen. Rasch hatte sich die Hexe eine kleine Armee geschaffen, indem sie ein paar Bauern in Bären verwandelte. Sie überwältigten den Magier und fraßen ihn einfach auf. Besondere Fähigkeiten: Der Träger erhält +5 Rettungswürfe gegen Verwandlung. Ja, das schicken wir nochmal zu Abdel Adrian, weil das ist so ein Quatschding, dieses Hafner-Gedöns. Bis wir was Besseres haben, kriegt er das jetzt erstmal. Hätten wir nicht irgendwelche armen Idioten anheuern können, die die Drecksarbeit für uns erledigen? Das hier ist wirklich kein Platz für einen Mann meiner Bedeutung. Ja, gewissermaßen schon, Edwin, aber Ja. bisschen überheblich, der Gute. So, jetzt würde ich auch nochmal ganz gern speichern, weil jetzt kommen die Gauth. Ihr habt die Gauth erlebt. Ich kümmere mich drum. Das sind junge Betrachter und die sind scheiße ätzend und hartnäckig. Das heißt, die müssen ziemlich schnell erledigt werden. Also, bitte triff. Okay, scheiße. Der ist... Hinterhältiger Angriff ist offenbar gescheitert. Diese Mistviecher sind offensichtlich ziemlich resistent oder immun gegen hinterhältige Angriffe. Das ist scheiße. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt alle in den Nahkampf frei und machen das Vieh so schnell wie möglich platt. Mir was zu tun ist. Das Problem ist, dass diese Gauth nicht nur eine Person treffen, sondern die treffen gleich mehrfach. Oh, 30 Schadenspunkte, der war gut. Ich warte. Okay, das fängt ja schon mal lustig an. Ist schon geschehen. Das fängt echt schon lustig an, wenn der eine Gauth hier schon fast 20 Schadenspunkte gerissen, über 20 Schadenspunkte gerissen hat. Mann, oh Meter. So, ich weiß, dass du ohne so ein paar Gestalten hocken, so ein paar Hallodris. Oh, nicht so gut. Das laden wir jetzt gleich nochmal. Da bin ich ein bisschen zu vorschnell hoch. Quick Save. So. Okay, noch einmal alle hier Ich runter. hoffe, das bringt was. Ja? Und der gute Edwin, der schmeißt jetzt einfach mal ein paar Feuerbälle hier in das Loch rein. Moment. Na, meinetwegen. Muss ich tatsächlich ein bisschen vorrücken mit ihm. So. So kann ich dann nämlich eher die Leute noch treffen, die hinten dran stecken. Mhm. Und noch einmal. Okay, einer hat es schon gekillt und jetzt allesamt 3 Abteilungen Attacke, tötet meinen Angreifer, da ist einer schon ziemlich am Arsch. Das sind jetzt die, sozusagen die Elite-Einheiten vom Order, von diesen blicklose Auge-Anhänger. So, jetzt wird auf diesen blinden Priester drauf. Okay. Meine Fresse. Oh, da geht aber jetzt ganz schön die Luzi ab hier. Die heilen sich oder machen Nekromantie. Okay, Edwin ist gerade vor Furcht unterwegs. Viconia, machen wir den Scheißkerl hier fertig, bitte. Gott, sehr schön. Die haben jetzt Viehzeugs gerufen, lauter Skelette. So, wir probieren jetzt noch so gut wie möglich hier zu attackieren und dazu haben sie uns auch noch auf Stumm gestellt. Okay. So, da ist noch einer leicht verletzt. Viconia kriegt jetzt leider die ganze Scheiße hier ab. So, jetzt allesamt, wenn möglich, auf den Ende Priester noch. Zumal Viconia jetzt gerade leider als Prügelknabe fungiert, die nicht so besonders viel einstecken kann. Mann. Dieses ekelhafte Loch hier. Wie so ein widerlicher Schließmuskel. Jetzt machen wir noch das Kläffi-Zeugs irgendwie weg. Okay, alles haben irgendwie auf das Viehzeugs drauf. Die Panther zuerst. Die sind, glaube ich, ein bisschen stärker.
Und dann so, auf das Mistgetier hier. So, ihr denn hier. Okay, mal gucken, wie viel diese Skelette aushalten. Oh, die geben nur 150 Erfahrungspunkte. Ja, das ist nicht so besonders stark. Boah, scheiße. Also unser guter Corgi verreckt uns ja schon halber. Und da ist noch so ein Schreckenswolf mit dabei. Okay, der dürfte, glaube ich, noch stärkster sein von dem Xox hier. Ja, der ist noch so Endzunde stärkerer, aber komm, die machen wir jetzt auch noch platt, die Mistviecher. Da habe ich das Skelette. Das ist ja eher was für Level 1 Skelette-Töter. Okay. So, jetzt flattern wir nochmal, was da ist. Und ihr merkt eventuell, dass der keine dass der kein Spruch mehr besitzt, unser guter Abdel Adrian, weil er eben dieses Symbol hier hat und das bedeutet zum Schweigen gebracht. Das heißt nicht nur, dass er kein Zauber wirken kann, also selbst wenn er welche könnte, aber wenn er welche wirken könnte, dann könnte er sie gar nicht wirken, weil er eben stumm ist. Und man hört es immer in diesem Incactus Purkan und diverse andere Sprüche, die klopfen, bevor die zaubern. Das deutet einfach auch nur an, dass die Zaubersprüche wirken. Und ohne sowas ist halt nichts, ne? Jetzt haben wir hier nochmal einen Djinn beschwören auf Stufe 7. Das wird natürlich sofort gelernt. Quatsch, das haben wir hier beim Magierbuch. Da hat eh nicht so viel, aber die er hat, sind schon ziemlich geil, die Dinger. So, und das ist ganz, ganz wichtig zum Identifizierer. Das ist nämlich ein Zepter der Auferstehung. Mit Hilfe des Zepters kann ein Kleriker die Toten wiedererwecken, ganz so als hätte er eine genügend hohe Stufe, um den Zauber Auferstehung einzusetzen. Da die Magie aus dem Zepter stammt, muss sich der Kleriker anschließend nicht ausruhen. Jede Anwendung verbraucht eine Ladung. Und Auferstehung ist halt sehr geil, weil man mit aller Kraftpunkte wieder belebt wird. Das ist schon sehr, sehr geil. Also man steht wieder, wieso Steh-auf-Männchen auf und kann dann wieder direkt zu Dohi gehen, wo man seine Kleidung, seine Waffe und so weiter gedroppt hat. So, jetzt ist das Stumme auch weg. Und kann dann wieder sein Zeug packen, außer die Rüstung, die kann man im Kampf halt nicht anziehen. Und dann kann man wieder direkt in die Schlacht sich stürzen. So, jetzt machen wir nochmal einmal Massenheilung. So, jetzt sind wir alle wieder etwas mehr refreshed. Und jetzt geht wieder so eine Scheiße hier los. Jetzt sind mehrere Gauth dort, das weiß ich. Das wird jetzt auch wieder sehr spannend. Ja, ich habe ja schon begriffen. Ja, ich weiß, Edwin. Okay, schmeißen wir einen Feuerball hier rein. Und? Okay, jetzt kommen die Gauth und attackieren Edwin. So, jetzt 3 Stück sind's. Leicht verletzt nur. Okay. Anomen muss vorgehen. Der ist gelähmt worden auch noch. Na, herzlichen Glückwunsch. Ach du Scheiße. Es sind 4 Gauth und ein Betrachter. Na, herzlichen Glückwunsch. Leck mich am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Aber wisst was? Ich glaube, weil Yogi Gelähmung und so weiter gibt es da Rettungswürfe und ich brauche gerade nicht das im Schatten verstecken, würde ich doch fast sagen, ich ziehe jetzt für meinen Hauptcharakter tatsächlich mal die Haut des Ghouls an. Dann ist der eventuell wirklich mehr gegen sowas gefeit. Ich hoffe, das bringt was. Okay, probieren wir es mal anders. Ich glaube, die sind sowieso relativ immun gegen sowas. Upsala. Hinterhältiger Angriff ist gescheitert, okay. Boah, scheiße. Okay, und er ist trotzdem gelähmt. Nee. Das bringt nichts. Dann machen wir das ein bisschen anders. Ja, ich habe da noch meinen Geisterjäger-Stand. Das habe ich da am Anfang noch gemacht, als ich ein bisschen Spaß haben wollte mit einer guten Gruppe. Ja? Und da habe ich die dann als Paladin und Geisterjäger konzipiert. Fand ich eigentlich ganz cool. Und, och nö, wenn es schon so anfängt. Und die Sache ist, dass ich eventuell auch mal, wenn ihr das wollt und nicht genug habt von der Materie, weil es wird halt sehr, sehr viel Baldur's Gate sein auf meinem Kanal. Wenn ihr dann nicht genug habt, könnte ich ja eventuell mal zum Schluss, wenn ich soweit bin, mein Thron des Baal Spielstand mit einer guten Gruppe zeigen. Und? Oh, jetzt kommen die trotzdem, du arge Wackel, die Scheißer. Ihr Idioten. Könnt
ein wenig Hilfe brauchen. Okay, die müssen aber trotzdem in der Todeswolke weiter... Entschuldigung, es tut mir leid. Ich habe mich spontan ziemlich ekelhaft verschluckt, deswegen war der Ton mal kurz weg. Oh, es tut mir echt leid. Ich wollte was sagen und habe sofort mich verschluckt und Huster gehabt ohne Ende, deswegen war der Ton ganz kurz weg. Ich bitte das zu entschuldigen. So. Okay, unser Anomen ist schier tot. Jetzt ist er tot. Und, das hat auch nichts gebracht. Nee, das ist kein Straßegeber. Also gegen Gauth zu kämpfen ist die Hölle. Es ist echt die Hölle, weil diese scheiß Viecher derzeit einfach so übel reinkommen. Ja? Und können es noch locker packen, hier mich zu knacken. Das ist ein Riesenproblem. Ich probiere es mal mit geringeren Zauber zurückwerfen. Und versuche mich hinzustellen und ihnen einen Feuerball reinzuklatschen nochmal. Ja, das müsste jetzt erstmal nichts bringen. Und knall ihnen noch eine Todeswolke hinterher. Gerade für das. Ich muss einfach nur eine gewisse Zeit durchhalten. Und die müssen permanent Schadenspunkte erleiden. So. Edwin, du hast doch einen Stock gehabt. Wo ist denn dein Stock hier? Wo ist denn dein... Verdammt nochmal, wo ist denn dein Stab? Streitkolben +3. Ist der kaputt gegangen oder was? Das kann bei einer, bei so einer Waffe eigentlich nicht passieren, aber irgendwie habe ich seine Nahkampfwaffe verdödelt. Keine Ahnung, wo die ist. Also das wundert mich jetzt gerade. Keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Na egal. Gut, ich muss es nur probieren, diese Mistviecher hier irgendwie noch zu kriegen. Einen Moment. So, der ist schon mal tot, das ist gut. Weil mit dem geringeren Zauber zurückwerfen kann ich wenigstens diese Strahler von der Gauth irgendwie zurückwerfen noch. Beziehungsweise verhindern, dass ich dadurch Schade krieg. Und dann müsste man das so machen. Die Todeswolke dürfte es recht erledigen bei dem Vieh jetzt. Okay, der ist auch schon beim moralischen Versagen und Flucht angelangt. So, der Rest dürfte die Todeswolke eigentlich erledigen. Okay, der ist, glaube ich, schon so gut wie kaputt. Ne, Quatsch, der ist schwer verletzt erst, okay. Gut, jetzt kann die Gruppe auch angreifen. Weil jetzt haben sie ihr ganze Strahle-Gülle verschossen. Und jetzt ist vorbei. So, okay. Oh, der Betrachter ist auch schon kaputt. Okay, schön. Schönes Ding. Gut, dann ist das tatsächlich eine Taktik, die ich fortführen sollte. Todeswolke hat offensichtlich den Betrachter sogar gekillt, weil er den Rettungswurf gegen Tod nicht bestanden hat. Gerade mal gucken, was ihn erledigt hat. Die geben, glaube ich, 16.000 oder so an Erfahrungspunkte. Gauth, die geben immer 9.000. Wutreister Betrachter gestorben. Das wird mich jetzt interessieren. Nee, nur Gauth. Gauth. Du lebt der Betrachter aber noch. Ja, tatsächlich. Ich gucke es jetzt gerade nochmal. Betrachter ist ja immer noch mit dabei, aber Betrachter... Ah, okay. Gauth stirbt. Okay. Gauth stirbt. Seltsam. Gerade nochmal gucken, woran der Betrachter jetzt gestorben ist. Und das ist alles zurückgeprallt. Das ist schon sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Das sind aber die letzte Gauth, mit denen wir hier zu tun haben in dem Gebiet. Aber jetzt kommen nur noch Betrachter. Und die sind eigentlich wesentlich besser machbar. Ich so. hoffe, das bringt was. Okay, jetzt gehen wir da runter noch. Ich hätte, dass du ganz gerne noch da oben rumschleichst. Und ihr geht jetzt nochmal hier in die Höhle rein. So, da ist nämlich nochmal Zeug drin. Ja, es könnte sein, dass wir vereinzelt nochmal einen Gauth treffen, aber in der Masse, wie wir sie eben erlebt haben, werden wir die Viecher nie treffen. Ich hab schon wegen weniger Okay, getötet. der Betrachter ist dann von der Höhle aus hierher gekommen. Ja, das klingt Also der ist von da aus hier hochgewackelt. Das ist mir, dann was schon, zu tun ist. ja, bäh. denn sein Einfach nur bäh. Ich finde diese ganze Betrachterhöhle so dermaßen ekelhaft. Aber nichtsdestotrotz haben wir wieder Beute gemacht. Ein geheimes Wort sollte Edwin nachlernen, falls das noch nicht kennt. Und
geht aber auch Sache. Sehr schön, das kann er lernen. Ich mache an der Stelle einen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, Iron Yankee.